Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag Caroline. Dag Lev Lückschatzus und Unger Wes. Schön, dass ihr da seid. Jetzt ist uns Winterpus am eng und sind wir halt mitten im Fastelovend. Es gibt ja ein paar Menschen, die nicht mit dem Fastelovend abgewachsen sind oder nur Bilder vom Fastelovend aus dem Internet oder aus der Öjelskis kennen und die denken, der Fastelovend, das ist nur irgendwie tralala und so frei. Also irgendetwas ohne Niveau. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir heute ein bisschen mehr davon erzählen, was wir mit Fastelovend verbinden und was uns das bedeutet. Ja, bei unserem Podcast mit Marita Doma haben wir da ein bisschen alt im Verzell gehabt, dass das halt bei den Römer Fastelovend ja so etwas Ähnliches. Ja, so etwas Ähnliches, also da sind wir halt mitten im Diskurs. Es gibt andere, die sagen, dass das Original vom Fastelovend ist aus der christlichen Zeit geht. Ja, es gibt da aber auch so jetzt bei den Römern. Ja, die haben auch gern gefeiert, also die Bacchanalien Jorvet und die Saturnalien, da wurden auch Geschenke verteilt und man hat sich verkleidet und die Heere sind als Sklave gegangen und umgedreht und dann Jorvet Feste für den Winter auszudrieben und bei den Germanen Jorvet auch so eine Kult für die Dude. Aber das ist vielleicht alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben die Menschen hier in unserer Gegend immer gefeiert. Also das ist sicher. Ja, das ist sicher, das kann man auch merken, wenn man hier nach Köln geht. Aber jetzt noch uns mit dem christlichen Anfang. Also das Fest, wenn man nicht sagt Karneval, dann sagt man ja der Fastelovend. Und das heißt ja der Abend für dem Faste. Und was ist mit Fasching? Ja, das beträgt sich, das sieht man ja nie in Süddeutschland, das beträgt sich ob der Fastzang, also so jetzt, was man trinken date, ist also, dass man mit dem Fasten anfängt und das ist auch jetzt Christliches. Aha. Und der Name Karneval, Carus Navalis, hat der jetzt mit einem Schiffskarrer zu tun, ist übrigens so schön Latin, ne? Ja, ist echt schön. Carus ist ja wieder Karren oder wieder das englische Car. Das ist die Ein-Variation. Das heißt, das ist der Schiffskarren. Dazu muss man sich natürlich vorstellen, dass der Ring zugefroren war. Und wenn das dann abgeholt hat und die Schiffe konnten wieder fahren, dann wurden die auf so einem Schiffskarren an das Wasser gebracht. Und es gibt Glück, die sagen, das ist die eine Wurzel von dem Namen. Und dann jedes andere, die sagen, das hängt mit Karnevale zusammen. So halt wie der Latin und das heißt auf Jod Kölsch, Fleisch at Schuss. So weg mit dem Namen, das ist halt kompliziert genug. Aber genauso kompliziert, wenigstens genauso, ist das mit dem Termin vom Fastelovend. Das ändert sich ja jedes Jahr. Diesmal ist es nichts Besonderes, so am Ende vom Februar. Aber manchmal ist es ganz früh im Jahr. Und manchmal ganz spät, so ja im März. Im März? Bei der Mädchenbieser, wie geht das dann? Ja, im März. Also ich weiß es ganz sicher. Ich habe am 6. März Geburtstag und einmal am Rosenmontag 2000. Das war also für 23 Jahre. Ja, aber ich weiß es noch ganz genau. Das werde wir auch nie mehr wieder erleben, auch wenn ich 100 Jahre alt werde. Ich habe es ganz genau geprüft im Internet. Und was ist dabei Besonderes? Also, das war krass. Wir sind da gewesen mit der Familie, die Pens waren noch klein. Da sind wir da gewesen, wo der Zug am eng ist. Und der Jodfried hat mir dann vom Ware, da wo der Ware nicht mehr gefahren ist, ein paar Blümchen aufgemacht und mir die in der Hänge gedaut. Und da kommt direkt einer. Moment, wie aufgemacht? Ja, von dem Ware. Ach so. Und hätte gestohlen, wenn du so willst. Aber da kommt auch direkt einer an, das date man nicht und wo mich am Ausschenken. Und da habe ich gesagt, ich habe heute Geburtstag. Da sagt der ganz drüsch. Das sagen sie all. Ja. Und ich habe glücklicherweise der Ausweis dabei gehabt und habe ihm der auch direkt unter die Nase gehalten. Und da hat der mitgemacht und dann hat der mir eine ganze Arm voll Blümchen geschenkt. Das war richtig schön.
Ja, fing. Und wie wird das berechnet, dass das immer so oben drauf geht mit dem Termin? Das ist echt kompliziert. Also Weihnachten, Christtag, das ist immer am selben Tag. Ja. Aber bei Poste und was davon abhängt, Poste, also Ostern, ist das unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, wie die Jüden das Pessach oder Pascha-Fest feiern. Und das ist jedes Mal der erste Sonntag oder der erste Schabbat, nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. Aha, Das ist kompliziert. das Da kann man wird sagen. Pascha-Fest gefeiert und Poste dann auch an dem Wochenende. Und davon muss man dann 40 Tage zurückgehen. Das hängt damit zusammen, das hat der Matthäus so schön abgeschrieben, dass der Jesus 40 Tage in der Wüste gewesen ist. Und wenn man dann von Poste die 40 Tage zurückrechnet und den Sonntag noch rausnimmt, da kommt man genau bei Aschermittwoch an. Ja, aber ohne der Escher Mittwoch und die Fastenzeit, ja, wird der Karneval oder Fastelovend ja auch nicht. Das heißt ja nicht umsonst Fastelovend, Abend vor dem Fasten. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee. Und mit dem Aschermittwoch muss man vielleicht auch verklären. Also ich habe einmal gehört, da hat mir ein Mädchen erzählt, da wird das ganze Konfetti vom Fastelovend verbrannt. Und da kriegt man dann eine Grütze von. Das ist natürlich nicht wahr. Das sind die Zweige von der Palme, die werden verbrannt. Und wer dann am Aschermittwoch in der Gottesdienst geht, der kriegt so ein Eschekrütz ob da stehen und da kriegt man gesagt, ich sage dann so Pruditsch, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Also denk dran, Mensch, dass du Stüb bist und am Stüb retour küss. Ja, das ist ja so, der Fastelovend, wann der vorbei ist, der Jupp Schmitz hat da ein Liedchen. Allerdings auf Hochdeutsch. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja, genau, und damit das nicht so hart wird dann früher noch uns ordentlich eine Drupp gemacht. Also der Alkohol ist ja in der Fastenzeit bei vielen Menschen auch gestrichen. Und das, was man essen date, was man am Fastelovend essen date, hat dann auch mit der Fastenzeit zu tun. Ja, also ohne die Fastenzeit hätte man die ganz leckere Sache aus der Bäckerei ja nicht, ne? Das heißt also, in der Fastenzeit muss das ganze Fett fort. Das muss irgendwie vernichtet werden. Und was machen sie? Das wird heiß gemacht. Und dann wird in Fett gebacken. Berliner, Krapfen, Mutze, Mendelscher, Mutze. Ach, mal läuft wieder die spüende Mutze zusammen. Also ich habe das ja als Kind auch erst gern gegessen, aber wann dann der Fastelovend vorbei war, habe ich das erst schwierig gefunden. Da hätte man Fastelovend so viel Kamelcher gefangen und Schokolade und alles gesammelt und das stund dann da auch rum. Und meine Mama hat drauf aufgepasst, wir durften das dann nur am Sonntag essen. Und einmal haben wir so, ja, weil das nicht so, damit das nicht so schwierig war, so eine ganze Kiste von dem Kram in die sogenannte Ostzone geschickt. Ostzone. Also hören Sie, Ostzone verstehen nur so alle Leute wie du und ich. Ich habe ja auch der Anführungszeichen dabei gedacht. Also in der DDR hieß das natürlich. Mein Vater war damals in der Nähe von Magdeburg evakuiert im Krieg und deshalb kannte mir eine Familie, die auch 2 Pens hatte und die kriegten von uns Luther Päckelscher mit Kaffee und Tee und Apfelsine und Zitrone und Banane und Schokolade. Und dann kriegten die von uns evens auch das, was wir da fastelovend gefangen haben. Und die haben das dann auch, die kann man sich vorstellen, Pflück gegessen, weil das ja sonst kaum zu kriegen war in der DDR. Und die hatten ja auch nichts mit der Fastenzeit zu tun. Genau, weil da ja die Menschen nicht mehr in der Kirche waren und früher vielleicht in der evangelischen Kirche gewesen sind. Heute mit die evangelische Kirche auch so eine Fastenaktion, 7 Wochen vorher. Das hätte doch in der DDR sowieso nicht gegeben und in meiner Putezeit ja wozu jetzt auch nicht.
für die evangelische Nicht Menschen. 7 Wochen für 7 Wochen ohne. Das heißt ohne Schabau oder ohne, was man sich dann aussucht. Also, das Lied hängt alles damit zusammen, was der Martin Luther gesagt hat. Und das war ja wirklich brutnötig. Da war ja damals Usus, dass die Menschen geglaubt haben, sie könnten sich das Leben vom Leben J, vom Herr J verdienen. Also natürlich, wenn sie dann Geld hier waren von der Kirche oder auch, wenn sie gefastet haben. Also, wenn der Mare so richtig am Knurren war, haben sie gedacht, haben sie sich noch nie der Himmel verdient wie sonst. Das ist natürlich nicht im Sinn von der Bibel. Und in der Reformation oder Idee von der Reformatoren wurde dann das Fasten auch direkt gestrichen. Und wer nicht fastet, braucht natürlich auch nicht für eine Druck zu machen. Und daher könnte das in der Gegenden, wo nicht gefastet wird, also wo die Menschen evangelisch waren, dass es da auch keine Fastenlaufen gab. Und viel Fastenlaufen wurde da geführt, wo die ganze Katholiken gewohnt haben. Also für alle am Ring. Ja, Mann, in Westfalen, ja, jedes aber auch so jet Ähnliches. Ein ganz klassisches, temperamentvoll Lied. Ich probiere den so halb. Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. Schön, ne? Also sie geben sich jedenfalls Mühe. Und wer richtig Lust hat zu feiern, kann ja auch nach Köln kommen. Also Hüg ist das ja auch all nicht mehr so schwarz und weiß. Es gibt Leute, die feiern, die das nicht machen, weil sie doch noch fasten. Und in der evangelischen Kirche hat inzwischen auch das Verzichten wieder. Da kann man sich ganz individuell aussuchen, ob was man verzichten möchte. Ja, lassen wir doch uns von der Kamelle erzählen, die du geschnappt hast. Das waren doch Kamelle, auf nicht? Ja, ich finde das auch krass, dass sich da Hüg kaum noch einer mir für Böcke date. Hüg müssen nicht all Pralene sein oder wenigstens eine Tafel Schokolade. Oder so besondere Sachen wie Kleinspielzeug, Bällchen, für ein Beispiel ein kleines Püppchen oder manchmal so ja kleine Schabausfläche habe ich als gesehen. Aber darauf ist geblieben, Maröf auch Hüg noch Kamelle. Und nicht zu vergessen, und Strüßchen. Also, das kommt da drauf an. Wenn die vom Ware schmissen, bin ich ja einverstanden. Aber manchmal jeder doch so Kerls, die dann unbedingt ein Bützchen haben wollen. Also von mir nicht, ich bin ja jetzt alt. Aber früher, das habe ich oft ja nicht so lecker gefunden und dann ja nicht Strüßchen gerufen. Was war dann das Beste, was du selbst jemals gefangen hast? Also, das war nicht ich, aber das waren meine Pens. Das war schön. Die waren noch relativ klein und mir stunden ja über von 10 Jahren. Also, St. Georg, da ist so ein Baum und ein kleiner Platz. Da war auch Platz, wenn ein Pferd fortlaufen tät oder so, jetzt war ganz entspannt. Und da an der Fringsstraße haben sie der Ware abgefüllt oder sie wollten der Ware abfüllen. Und da ist dann ein ganze Kiss mit Schokolade raufgerutscht und genau de Pens in der Arm. Oh, voilà. Oh, wir haben dann de Lück rundherum noch ein bisschen davon verteilt, aber das Mietste haben die Pens behalten und waren ganz sillig. So viel hatten sie noch nie gefangen. Und so wurde dann, wie wir sonst auch gemacht haben, so wurden dann so unterschiedliche Häufchen gemacht und dann ein Foto gemacht. Das war auch noch ein Fest wie der Rosemann das so selbst. Mit der Pens, die haben sicher auch vorgelehrt, das war Rolf, außer Kamelle und Strüße sonst noch jetzt. Ja, sicher. Auch wenn sie noch nicht wusste, was das bedeutet. Ich mein, da bist du ja at best informiert. Ja, ich habe ganz Bögelchen darüber vom Kölsch-Professor Heribert Hilliers gefunden. Der hat erg akribisch gearbeitet und alles abgeschrieben, was die Jacke wann, war und wie ausgerufen haben. Bei uns natürlich das Alaf. Das ist ein schön Bügelchen mit Konfetti, boven auf der Titelsieg, ganz bunt gemacht. Das hätten bestimmt gefreut, wenn es noch erlebt hätte. Aber das ist halt für singen, bevor der rauskommt, das Bügelchen, ist sie gestorben.
Und so hat 2012 ist das Büchelchen rausgekommen. Da war leider alt tot. Boah, Jans Bögelchen nur über eine so eine Ausruf. Was ist dann für den normale Durchschnittsjäger davon interessant? Ja, also was am leichtesten und interessantesten, wie ich finde, war, ist das mit dem Badmannkrog. Was Was ist hat das? es damit auf sich? Der Badmannkrog in Köln, ja, wird ja die Uhlepass, also da, wo die Töpferei war, und da wurde dann auch der Badmannkrog fabriziert. Und wie das Schauspielhaus, das jetzt hier, Norm Krieg, gebaut wurde, das hätten wir beim Ausbuddele für das Schauspielhaus einen Badmannkrog gefunden, der aus dem 17. Jahrhundert datiert war. Man hat sich immer gedacht, wann jeder das Wort Alaf. Und seitdem weiß man, es war früher, als alle Schlaulüge sich gedacht haben. 17. Jahrhundert, ja, wird schon das Ding Alaf. Und was bedeutet das, Alaf? Ja, das heißt so viel wie, es geht nichts, also jetzt sind ganz frei übersetzt, es geht nichts über Köln. Köln, es geht nichts über Köln. Und das singende Lück ja auch jedes Mal, wann der FC ein Tor geschossen hat, nach dem Lied von der Räuber, ne? Was sie 93 geschrieben haben, ist das ja in ganz Deutschland bekannt mit dem Kölner Alaf. War eine Trommelchen geht. Ja, sicher. Ja, also ja, Deutschland über alles in der Welt. Ich weiß es nicht, gut, dass man das aufgeschafft hat. Aber es ist wirklich der Ursprung vom Fastelovensruf, ne? Ja, also Deutschland über alles in der Welt will man nicht mehr hören. Über Köln, über alles Kölner Alaf, das gefällt uns ja trotzdem, ne? Ja. Weißt du dann auch, wo das Helau herkommt? Hello, habe ich noch nie gehört. Was soll das sein? Was man in Düsseldorf ruft am Fastelovend. Ich sage doch, das Wort Hello habe ich noch nie gehört. Es ist aber auch in der Eugelskis. Ich habe das extra neu gelernt. Da gibt es auch so unterschiedliche Theorien. Die eine Sache, das war ein Ruf von der Hete am Niederring. Und andere Sache, das soll so jetzt ähnliches sein wie Halleluja, was sie gemacht haben, für sich über die Pasteurs und die Bischöfe lustig zu machen. Also, Lev Lückscher, jetzt kommt jetzt Wichtiges. Für den Fall, dass Jecke uns so hören, die vielleicht noch neu sind als Kölsche Jecke, seid vorsichtig und seid so gut und dort nicht Helau rufen. Wir sind hier Multikulti und auch erst tolerant hier in Köln. Aber wenn hier einer Helau ruft, et best noch am Rosenmontagszug, da gibt immer wieder Menschen, die eine Schäl anluren voll Mitleid oder so Lück, die et einem dann erst übel nehmen und sich auch abreihen und wenn es ganz schlimm geht, einem eine über der Dät strecken. Also, nicht Helau rufen, es ist nicht so gut für das Fastelovensklima. Ja, also Dass wir hier so bunt gemischt sind, ist sicher auch ein Grund, wieso alle Menschen aus der ganzen Welt nach Köln kommen. Es ist ja toll. Es war ja so, ja, der Jöte, der hierher kommen sollte, der haben sie ingeladen, aber das hätte dann doch nicht gefloppt. Und da hätte er praktisch als Entschädigung hätte er ein Gedicht geschrieben, ein Rühmchen über der Kölsche Mummenschanz. Und man kann es heute noch sehen, am Fastnachtsbrunnen am Jülichplatz in der Nähe vom Rathaus. Der Hermann das euch vorlesen. ja, also der Goethe schrieb hier, löblich wird ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn, das noch Heiterkeit im Leben gibt, besonnenem Rausch Gewinn. Das ist ja schön, ne? Hätte er Jod ausgedrückt, finde ich. Aber der konnte ja kein Kölsch und was der evens gehot hat, das war dem Hermann sie Deutsch. Wir haben es aber in das Kölsche übertragen, vielleicht ist es dann leichter zu verstehen. Love soll man Jäckerei, wann sie kurz sind und mit Sinn,
dass noch Heiterkeit im Leben mit dem höchsten Rausch gewinnt. Da würde Goethe bestimmt ganz zufrieden, wenn der wüsste, dass er nicht nur ob dem Pötz vor ewig ist, aber auch in das Kölsche übertragen. Welche Dichter kriegt das sonst? Der Dritte, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Was man ich wissen soll, ist, wann es losgeht mit dem Rosenmontagszug. Da küt also et darauf, dort Zug küt. Jetzt bringen wir euch ein paar Wörter bei, wo man auch weiß, wie Einsach und Vielsache von demselben Wort ausgedrückt werden im Kölsche. Ja, für ein Beispiel, dat Pät. Aber Rosenmontagszug ist nicht ein Pät, da ist ein ganzer Rutsch von Päder. Dat heißt, man deit ein ER hinge dranhänge. De Lück singen nicht Lied, die singen Leder. Ja, und es ist auch nicht ein Kamel, aber viel Kamelle. Oder wenn sie klein sind, Kamelscher wieder mit dem ER dran. Auf Hochdeutsch natürlich Bonbon. Und es gibt nicht Strüßchen, es gibt ganz viel Strüßchen. Und es gibt nicht nur ein Bützchen, sondern ein ganzer Rutsch voll Bützchen. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt die wichtigste Sache für den Rosenmontagszug geholt habt und euch auch erst drauf freuen könnt. Wir können jedenfalls grüßen mit einem herzlichen Podklav Alaf und tschö.